So. Ja, genau, die kommt da über. Da gehört zur Clara. Und dann haben wir das Mami. Ja, Tante Emma und Grete. Nein, die kommt da durch. So, genau. So. Hey, hallo zusammen. Ich bin hier gerade am Fotos sortieren. Meine Schwester Clara hat mir einen ganzen Haufen Fotos von früher geschickt. Da habe ich zum Beispiel gerade ein Foto von der Tante Emma. Sie war die älteste Schwester von meinem Vater. Für uns war sie schon immer alt. Eine schrullige alte Tante, aber eine Liebe. Sie hatte 4 Goldfische und die waren ihr ganz wichtig. Alle hatten einen Namen. Der grösste Fisch hat, glaube ich, Alexander geheissen. Die Goldfische sind in einem runden, grossen Glas geschwommen. Tante Emma hat ein richtiges Geschiss gemacht mit diesen Goldfischen. Sie hat auch immer mit ihnen geredet. «Ohne meine Goldfische wär's mir todlangweilig», hat Tante Emma immer gesagt. «Mit ihnen kann ich so gut reden.» Ehrlich? Das hat sie gesagt. Wir haben immer etwas für Goldfische mitgenommen, wenn wir zu der Tante Emma gegangen sind. Zum Beispiel ein Päckchen Wasserflöhe. Das haben sie gern gehabt. Aber irgendwie haben mir die Goldfische leid da. Immer nur Wasserflöhe, habe ich gedacht. Wienerli würden sicher viel lieber essen. Einmal habe ich meine Schwester Clara gefragt, sollen wir das nächste Mal nicht 2 Wienerli für Goldfisch mitnehmen? Clara hat grosse Augen gemacht. Meinst du, die fressen Wienerli? Ja, warum nicht? Ja, ich weiss nicht, hat Clara überlegt. Ich habe noch nie einen Goldfisch gesehen, der Würste fressen. Ja, logisch nicht, weil es noch niemand probiert hat, habe ich umgegeben. Also sag, hast du Wienerli gern? Ja, hat Clara gesagt. Hat unser Hund Schnuffi Wienerli gern? Ja, sehr sogar. Und wie ist es mit unserer Katze? Ja, das wissen wir doch. Und ich habe auch gern Wienerli, habe ich gesagt. Also, warum sollen Goldfische Wienerli nicht gern haben? Ich wette mit dir, sie werden sich rüdig freuen. Und Tante Emma auch. Als wir wieder einmal zu der Tante Emma gegangen sind, habe ich die heimlich 4 Wienerli aus dem Kühlschrank genommen. Ja, jedem Goldfisch ein Wienerli. Aber ich habe nicht gewusst, ob ich die Wienerli vorher heiß machen soll oder nicht. Ich habe lieber warme Würstchen, aber Clara hat gemeint, dass es für einen Hund oder eine Katze und sicher auch für Goldfisch gleich sei, ob die Würste kalt oder warm seien. Ja, dann halt kalt, habe ich gedacht. Als Tante Emma uns die Tür aufgemacht hat, hat sie sich wie jedes Mal gefreut. Die Wohnung hat wie immer fein nach Äpfelkuchen geschmeckt. «Könnt den Goldfisch Grüezi sagen», hat Tante Emma gesagt. «Ich bringe euch grad den Kuchen.» Das war jetzt eben der Moment, den Goldfisch die Wienerli zu geben. Ich habe die 4 Würste aus der Tasche genommen und habe sie vorsichtig ins Goldfischglas getan. Goldfische sind aufgeregt umeinander geschwommen. Nur der Alexander hat kurz an den Würstchen geschmeckt. «Sie wollen sie nicht», hat Clara gesagt. «Wart's ab», habe ich sie beruhigt. Tante Emma ist mit dem Äpfelkuchen zurückgekommen. Sie hat uns angelacht, hat zu ihren Goldfisch hineingeschaut und dann ist das Geschrei losgegangen. «Was schwimmt denn da im Goldfischglas?» «Würstli», habe ich gesagt. Genauer gesagt, Wienerli. Für jeden Goldfisch 1 Wienerli. Wir warten jetzt nur, bis die Würste endlich fressen. Tante Emma hat nichts gesagt. Sie hat vor Schreck gerade abhocken. Ich glaube, es hat ihr die Sprache verschlagen. Also nur zum Sagen. Goldfisch fressen keine Würste. Das weiss ich jetzt. Ja, und Tante Emma hat sich schnell wieder vom Würstli-Schock erholt. Ja, so auf dieser Foto da lachen sie auf jeden Fall wie ein Meierkäfer. So, mal schauen, was ich sonst noch für Fotos habe. Auch da. Jesus, wie wir da aussehen. Ganz verbissen. Von Flöhe. Ja, das war auch wieder so eine typische Clara-Geschichte.
Einmal ist sie zu mir gekommen und hat gefragt, ob sie mir ein Geheimnis verraten soll. Ich liebe Geheimnisse. Und darum habe ich gesagt, ja klar. Ich mache einen Zirkus auf, hat Clara verkündet. Ein Flohzirkus. Und jetzt suche ich Flöhe. Ich tue sie dann zusammen und bringe ihnen Kunststückchen bei. Zum Beispiel über ein Tässchen gumpen oder so. Gut, gell? Hey, super, habe ich gesagt und habe gerade angefangen, Flöhe zu suchen. Wir haben den ganzen Tag gesucht, aber keinen einzigen Floh gefunden. Im Bett haben wir dann überlegt, wie man überhaupt Flöhe einfangen kann und vor allem wo. Weisst, habe ich gesagt, vielleicht haben sich die Flöhe versteckt. Vielleicht kommen sie nur zur Nacht führen. Wir sollten sie zum Beispiel beim Wassertrinken überraschen. Weisst du, wo sie trinken gehen? Ich meine, in der Küche oder im Bad. Clara hat es auch nicht gewusst. Und da sind wir nachschauen. Clara ist in die Küche, ich ins Badzimmer, aber wir haben keine Flöhe gesehen. Clara hat dann plötzlich eine gute Idee gehabt. Unser Hund Schnuffi muss doch Flöhe haben. Genau, Hunde haben Flöhe. Wir sind sofort aufs Sofa gehockt und haben den Schnuffi auf den Schoss genommen. Clara hat ein leeres Zündholzschächtel parat gehabt. Dort hat sie die Flöhe einsperren. Ja, nur so lange, bis sie zahm sind, hat sie gemeint. Wir haben den ganzen Schnuffi nach Flöhe abgesucht, aber die Zündholzschachtel ist leer geblieben. Ich weiss nicht, wo wir sonst noch suchen könnten, hat Clara gejammert. Ja, vielleicht in einer Zoohandlung. Hey, das war eine super Idee. Wir sind am nächsten Tag gerade in einer Zoohandlung und haben gefragt, ob sie echt Flöhe haben. Der Verkäufer hat uns ein Päckchen mit toten Wasserflöhen gegeben. Wir hätten gerne richtige Flöhe, lebende, hat Clara am Verkäufer erklärt. Am besten 12 Stück, 12 richtige, lebende Flöhe. Wie viel kosten die? Der Verkäufer hat gelacht. Wenn ihr Flöhe braucht, dann könnt ihr es auch gratis haben. Kommt. Wir sind mit ihm ins Hinterzimmer. Dort ist ein kleiner Hund gehockt. Ja, der da ist voll Flöhe, hat der Verkäufer gesagt. Ich und Clara haben gejubelt. Endlich! Wir sind auf den Boden gehockt, haben den Hund auf den Schoss genommen und haben angefangen Flöhe zu sammeln. Die Zündholzschachtel ist immer voller geworden. Wir hätten gerade mehr als einen Flohzirkus aufmachen können. Aber plötzlich hat mich etwas am Rücken gebissen. Und dann gleichzeitig unter dem linken und dem rechten Arm. «Oh, Clara, Sie beißen», habe ich gerufen. «Ja, ich weiss», hat Clara gesagt, «Sie beißen mich auch». «Clara, Sie beißen ganz fest. Was sollen wir jetzt machen?» «Wegrennen!» Wir sind davon gesprungen, ohne Adieu und Danke zu sagen. Wir haben uns überall gekratzt. Am Bauch, am Rücken, am Kopf. Die Flöhe sind überall gewesen. Ja, das ist nur, weil sie noch nicht zahm sind, hat mich Clara trösten. Ja, ich weiss, habe ich gesagt, aber ich halte es trotzdem nicht mehr aus. Daheim haben wir uns auf dem Balkon abziehen. Und die Mami hat uns mit einem grusigen Mittel eingesprayt. Und Clara hat ihre Flohzirkus-Idee aufgeben. Und ich glaube, sie war gar nicht traurig.